Servus Männer, willkommen zurück bei mir im Bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein Food-Test-Video. Und zwar bietet es sich heute an, weil ich nämlich gescheit Hunger habe, dass wir mal ein bisschen mehr machen und einen direkten Vergleich von Tactical Food Pack und Travel Lunch. Ja, da muss ich euch wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel drüber erzählen. Das ist ja immer in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber über das erzähle ich euch ein bisschen mehr. Ja, ich möchte mal wissen, direkter Vergleich, hier beides Spaghetti Bolognese, Pasta Bolognese mit Rindfleisch. Das ist hier auch Pasta Bolognese mit Rindfleisch, hoffe ich. So, die zwei vergleichen wir. Ja, in einer Welt, in der jetzt alles Tactical sein muss oder vielleicht jetzt gerade nicht mal mehr Tactical sein muss, bietet sich das an. Das hier, ganz kurz, kennt ihr ja, kommt aus irgendwo Finnland oder wo auch immer. Ich weiß es nicht. Es ist auch nicht wichtig, wo es eigentlich herkommt. Auf jeden Fall ist es ein relativ frisches Produkt. Das hier ist eigentlich so ein bisschen das Original. Seit den 70er Jahren gibt es eine Firma, die heißt Simpertreiter und die macht gefriergetrocknetes Fleisch und Lebensmittel und Adventure-Nahrung und Outdoor-Nahrung und so weiter in Deutschland, in Augsburg. Also dachte ich mir, supporten wir doch mal wieder ein bisschen die eigenen Landsleute, die Bayern, weil die können's. Sagt man, ja. 70er Jahre, Astronautenfood, so ging die ganze Geschichte los. Die haben dann so Sülzepulver und was weiß ich gemacht und dann haben sie sich quasi hier zum Original etabliert. Der moderne Fraß, hätte ich jetzt beinahe gesagt, der etablierte Fraß. Ich glaube, man kann das jetzt wirklich mit reinem Gewissen das Original bezeichnen. Hat sich viel getan, ist cooler geworden, hat eine schöne Verpackung, war früher einfach Food. Man hat sich halt nicht Gedanken darüber gemacht, dass man da ein großes Marketing braucht, sondern man hat sich einfach überlegt, man braucht gefriergetrocknetes Food. Jetzt bevor wir jetzt halt hier großes Quatschen anfangen, setze ich schon mal das Wasser auf. Wir brauchen hier 300 Milliliter, hier brauchen wir 380 Milliliter. Ihr kennt ja alle, mein Lieblingsteil hier. Da 1,5 Liter reinpassen, weiß ich, dass wenn wir die Hälfte hernehmen, ja, da man dann, wenn man die Hälfte hernimmt, dann haben wir genau 780. Das machen wir jetzt gleich mal warm, dann müssen wir nachher nicht so lange warten, während ich hier was erzähle. Vergleichen wir es mal so von den Inhalten. Haltbar bis 2030, haltbar bis 2029. Also ungefähr das gleiche. Hintergrund, getrocknetes Essen ist der, 95% des Wassers werden entzogen und dadurch wird es gewichtsmäßig super leicht. Das heißt, das hier sind 115 Gramm, das hier sind 125 Gramm. Zum Verhältnis habe ich hier nochmal was dabei, da komme ich nachher gleich dazu. Also das ist keine Werbung hier für, es ist keine Werbung für irgendwas, sondern es ist einfach Neugierde, was jetzt da tatsächlich geschmacklich ist und was jetzt da das bessere Produkt ist oder was ich euch ans Herz legen kann. Jawohl, ganz kurz, ich lese es nicht alles vor, da könnt ihr dann auf die Internetseiten gehen und es genau nachschauen. Aber da ich ja auch immer mit diesem Kalorienbedarf, also Kilokalorienbedarf, nicht so viel anfangen kann, halte ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen fest an diesen 100 Gramm. Nur, dass ihr einen Vergleich habt, weil ich nämlich sehr verwundert war, was da so drinnen steckt. Also die restlichen Zutaten müsst ihr euch anschauen. Es ist einfach alles relativ flach gehalten und relativ gesund gehalten. Es ist kein künstliches Zeug drinnen. Es ist einfach zack, Essen, gefriergetrocknet da rein. Für uns Laien. 100 Gramm von dem hier haben 471 Kilokalorien. 100 Gramm von dem hier haben 383 Kilokalorien. So, 100 Gramm von dem hier haben 110 Kilokalorien. Und da bin ich dann noch schon so ein bisschen stutzig geworden, weil ich mir gedacht habe, 110 Kilokalorien. Das ganze Backel wiegt 750 Gramm. Wenn ich das leer esse, dann habe ich nicht einmal so wirklich wahnsinnig viel Energie aufgenommen. Bei dem hier 125 Gramm, dann kommt noch ein bisschen Wasser dazu, dann bin ich bei 400 Gramm, also gut der Hälfte von dem. Und habe 471 Kilokalorien und bei dem hier auch knappe 400 Kilokalorien aufgenommen. Also von dem Verhältnis her
ist es unschlagbar. Bisschen was zur Verpackung vielleicht. Das ist hier Tactical, schwarz, grün und so weiter. Und das ist hier so ein bisschen freundlicher. Hell Travel Lunch in einer Wüstentarnfarben Geschichte. Ja. Ready in 8 Minuten, ready in 8 Minuten steht dabei drauf. So, auf was wollte ich hinaus? Genau, ich sage ja immer, wenn ihr draußen seid im Wald, jeder möchte immer tarnen und alles muss Camo sein und so weiter. Ich finde Camo auch geil, keine Frage. Es ist nur einfach so, das Ding hier, schwarz oder grün, fällt mir im Wald auf den Boden, dann ist es weg. Findet ihr nie wieder. Kann ich euch sagen, das ist auch genau der Grund, warum Motorsägen orange sind. Weil wenn die nämlich schwarz oder grün wären und ihr lehnt sie an den Baum und ihr geht nur einen Baum weiter, ist die Motorsäge weg. Genauso ist es hier. Das fällt euch aus der Tasche, guckt irgendwo hin, findet ihr nicht mehr. Das hier, sei denn ihr seid gerade in der Wüste unterwegs, fällt euch aus der Tasche, findet es auf jeden Fall wieder. Nur mal so am Rand. Das ist so das Grundding zum Camo. Wenn ihr euch abtarnen wollt und dass euch keiner sieht und so weiter, man sieht euch trotzdem, weil der Jäger hat ein Nachtsichtgerät oder ein Wärmebild und dann sieht man euch sowieso. Und die Viecher wissen sowieso schon längst, dass ihr da seid. Aber für den ganz Normalen, der sich vor dem Wanderer tarnen will, soll er Camo anziehen. Weil, wie gesagt, für mich ist es ein Accessoire, was geil ist. Dann machen wir das jetzt mal auf. Es ist so, beides hat hier so einen Schnellverschluss zum Aufreißen, den ich jetzt gerade versaut habe, merke ich gerade. Aber nochmal vorsichtiger, so, genau. Und das, ihr müsst es natürlich auch nicht in dieser Packung hier warm machen. Es bietet sich halt natürlich an. Also von der Optik komplett unterschiedlich. Ganz wichtig, das hier bei Tactical Food Pack immer rausnehmen. Das ist keine Gewürzmischung oder sonst irgendwas. Das ist ein Päckchen, damit es trocken bleibt. Ja. So, das hat das hier nicht. Ganz vorsichtig sein mit diesen Dingen. Nicht essen. Steht zwar in allen möglichen Sprachen drauf, aber wenn so einer so ein China-Suppen-Fan ist, der denkt vielleicht, ah super, geile Gewürzmischung, schütte ich mir da rein. Weiß nicht, könnte vielleicht lebensgefährlich sein. So, ich habe 2 Gläser mitgebracht, damit wir es da mal reinschütten. Dann können wir mal gucken, wie so der Unterschied eigentlich von diesen 2 Sachen ausschaut. Das ist das eine. Das ist der Tactical Food Pack. Und jetzt kommt der Travel Lunch. Gehen wir jetzt auch hier rein. Natürlich die Fleischeinlage ist hier deutlich kleiner, sehe ich gerade. Ich spare jetzt halt hier nicht an Nudeln, weil ich echt Hunger habe und schmeiße ich das jetzt alles da wieder rein. So, ich habe jetzt hier einen direkten Vergleich. Ich glaube, komme ich mal näher zu euch, dass ihr das seht. Da schaut sich das mal an. So schaut das aus. Da sind so richtige große gefriergetrocknete Brocken dabei. Und bei dem hier ist es ein bisschen gewürzlastiger. Und die Fleischeinlage, die ist kleiner. Man sieht da an diesen Teilen, das sind richtige kleine Rindfleischwürfelchen, getrocknete. Und bei dem hier ist es eher so ein gepresster Mischmasch irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das getrocknetes Hackfleisch ist oder so, aber ihr seht es, das ist hier so ein bisschen undefinierbar. Bei dem hier erkennt man tatsächlich das getrocknete Stückchen Fleisch. So, schütten wir es wieder rein. Weil wir wollen es ja da im Päckchen machen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass hier richtige große Fleischbrocken drinnen sind und das aber pro 100 Gramm nur 100 Kilokalorien hat, das ist schon fast ein bisschen lächerlich. Ja? Jetzt wechsle ich mal die Handschuhe, damit mir die Flossen nachher nicht verbrennen. Und dann geht es auch schon ans Eingemachte. So, Spätzeln. Kaum quatscht man eine Stunde, kocht auch das Wasser schon, gell? Hier gibt es innen so Striche und da steht jetzt nicht nur 380 Milliliter, sondern da steht auch bis zur innenliegenden Wasserlinie 4,5. Das heißt, tut man sich da natürlich noch mal ein bisschen leichter. Das kennst du ja, unten ein bisschen auseinanderziehen, damit es vernünftig steht. Oben zugemacht. Die Luft raus, weil das bläst nämlich danach auf. Das passiert bei beiden. Schön dicht gemacht. Da auch die Luft raus. Schön dicht gemacht. So. Da ist so ein, ja, wie das heißt, selbstverschließender Reißverschluss drinnen. Für alle, die es nicht kennen. Und jetzt hat 8 Minuten warten. Und dann
Sehen wir uns in 8 Minuten wieder. Ein bisschen schütteln, so mein Tipp immer. Damit sich schön durchmischt. Und ihr seht, wenn es das schüttelt, dann kommt sofort das Aufgebladene. Gucken, dass wir uns in 8 Minuten wiedersehen. Ja? 8 Minuten vorbei, sagt die alte Zwiebel. Gell? Schauen wir weiter. Nochmal durchschütteln. Also schön ausschauen tut's. Noch beide auf. So schaut es von innen aus. Das ist der Travel Lunch und das ist der Tactical Food Pack. Also optisch ganz klarer Favorit das hier, oder? Also schaut sich das mal an. Ich mag jetzt da nichts sagen, aber wenn ich das jetzt in der Wirtschaft auf dem Teller hätte und ich könnte jetzt von beiden auswählen, glaube ich, würde ich mich hier auf jeden Fall für das entscheiden. Ah, ich hoffe, ihr seht das gescheit. Zum Schluss bleibt doch immer als letztes Kriterium dann der Geschmack und die Konsistenz. So. Ich möchte euch das jetzt nicht ganz nah zeigen, weil von ganz nah schaut das meiste Essen nicht schön aus. Aber dass ihr mal gesehen habt. Das ist ja ein altbekannter Geschmack eigentlich. Den Geschmack hier, den werden die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt einer, den ich ausgewählt habe, weil sich die beiden halt relativ gut vergleichen lassen, weil es ja eigentlich so ein bisschen die gleiche Mahlzeit ist. Aber es gibt natürlich von beiden extrem viel im Sortiment und natürlich auch von Travel Lunch. Und da gibt es auch meine Lieblingskekse, da verlinke ich euch ein anderes Video da oben. Und so kleine Riegel aus Sesam. Die fahre ich total ab. Die könnt ihr ja zig davon essen. So schaut es übrigens aus, wenn man es auf dem Löffel hat. Hier. Gut, dass da keiner sitzt. Also das ist schon schöner und auch irgendwie leckerer. Gell? Man schmeckt es hier auch richtig raus, dass das richtige Fleischstücke sind. Das vermisse ich so ein bisschen hier. Es ist schon wesentlich besser als alles andere, was es so vergleichbar von Food auf dem Markt gibt. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Travel Lunch setzt da echt nochmal einen drauf. Und ich werde mir das jetzt auch so einteilen, dass mein letzter Löffel voll Travel Lunch ist. Damit das der nachhaltige, bleibende Geschmack in meinem Mund ist, bevor es dann wieder raus in die raue bayerische Wildnis geht. Kauft keinen Klump, ihr müsst weniger wegschmeißen. Mein klarer Favorit ist hier der Travel Lunch. Mehr gibt es eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Ja, es ist beides nicht schlecht. Das ist der absolute, ganz klare Sieger. Für euch ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch.